Ja, grüß euch benannt und einen Sackrischgurden. Jetzt Kasperl! Okay, Leute, schau mal einer. Wie geht's weiter? Wir sind ungefähr bei der Hälfte, haben wir gesagt, gehabt letztes Mal. Nicht ganz. Nicht ganz, bei 52 Minuten sind wir. 1 Stunde 58 dauert der ganze Spaß hier. Haben wir noch einiges vor uns. Ne? Bisher haben wir 2 Stunden Material gehabt. Ich peile an, die Nummer in 4 Videos runterzureißen. Je nachdem, was jetzt noch kommt für eine Wüste-Nummer. Also es könnte sein, dass hier, aber kein Spekulatius. Schauen wir mal. Also wir hatten ein Werbung-Ende. Worum ging es da davor? Ah ja, diverse Besucher, Tanzbären, Freud, Rudi Sabur etc. Okay. Leute. Der Magnet lange benannt. Jetzt gehen wir direkt rein in die Nummer. Hochzeichere Sammermeere. Reißt euch Häube auf. Mir. Der einer. Wir gehen rein. Ding. Ja. Werbung Ende. Von den Übrigens, na klar, Video ist wieder unten verlinkt. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich eh schon gesehen haben oder bei anderen Reaction-Kaspern, weil ich mal wieder der Letzte auf der Party bin. Aber hey, Wayne Train, let's go. Ich war einer der ersten, die den ersten Teil hochgeladen hat und jetzt brauche ich wieder ewig. Classic me. Gut, Internet. Medien und Leuten, die sich nicht wirklich mit dem Thema beschäftigten, wurde Rainer nach dem Vorfall mit dem Heiratsantrag immer wieder in das gleiche unschuldige Narrativ gepresst. Der arme Kerl, der von den bösen Hatern gemobbt wird. Doch ich frage mich wirklich, was die ganzen Internet, wie sie es den Influencer nennen, Streamer, ne, Reaction-Streamer, die Leute, die immer so ein bisschen diesen Hardcore, ich mag das Wort eigentlich, aber dieses Hardcore-Gutmenschentum rauskehren, die so auffällig ohne Ecken und Kanten durchs Internet wandeln, wo man so ein bisschen sass wird, über die dann immer mal wieder, ne, wo immer mal wieder dann einer auf einmal auf der großen Bühne steht als, ach, der war ja gar nicht so cool, das war ja eigentlich doch ein hinterletzter Ding, ne? Was sie dazu sagen. Weißt du, diese allglatten Leute, die sich nie irgendwo positionieren, die nie irgendwo klar mal sagen, hier das und das und das und das und das und das. Außer natürlich, es geht um diese Sporting-Geschichten, Erdbärchen-Story etc. Da wird sich dann immer klar positioniert, ne? Ich bin gespannt, weil wir haben hier bisher, muss ich sagen, 53 Minuten ein bockstarkes Video mit ein paar kleinen Flüchtigkeitsfehlern, ne? Es sind 6 Jahre Kampfsport, keine 5. Und der gute Troll Lindemann wohnt natürlich in Norwegen. Ich habe ihn heute gefragt, wie das Wetter da ist. Komisch, das ist wie hier in Bayern, das ist wild, aber nee. Bisher haben wir hier ein bockstarkes Video, in dem viele Dinge gesagt werden, die halt wahr sind. Ja? Und ich bin sehr froh, dass er es relativ schnell umrissen hat hier mit den ganzen Nummern, bevor er dann, also dass er vor Hälfte des Videos, ungefähr nach 1/3 des Videos anfängt, die problematischen Dinge aufzuzählen. Ja? Also die Leute noch ein bisschen hookt, dass die Leute sich nicht denken, ja, kenne ich schon alles. Ja, Erdbärchen und so weiter, Base God, Bups, die Bums und weg. Ja? Und weil dann ändert sich nämlich gar nichts, weil dann denken sich die Leute einfach, ja, wusste ich ja vorher schon. Muss ich mich auch nicht positionieren, darf ich auch keine, da muss ich dann auch keine eventuell fragwürdige Meinung haben, ne? Also fragwürdige Mainstream-Gedanken, Meinung, dass man so sich halt nicht einfach mal kaum informiert und sich dann einfach heftigst auf die Seite von dem stellt, den White Knightet ohne Ende wie so ein gewisser ne? Sascha L. dass Rainer seit Wochen von seiner Community gewarnt wurde, dass sie eine Haterin ist, dass Rainer die Frau davor zu Nacktbildern gedrängt hat, dass Rainer gleich danach einen vorbereiteten Soundeffekt von einer zerbrechenden Scheibe abspielte. So. Ja, im Übrigen, das sind auch wichtige Informationen, ne? Also die Erdbärchen-Nummer, da wird immer nur dieses, du bist der dämlichste Vollidiot, bla 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 bla.
Und dann alle, oh. Und die Sachen, die jetzt hier gerade aufzählt, die sind halt extrem wichtig für Erzähler Kontext. Ne? Vor allem sie drängen auf Nacktbilder. Die haben ja dem dann irgendwelche komischen Bilder aus dem Internet geladen, haben die ihm ja geschickt. Und dann hatte sie aber ihm noch irgendeinen schweren Schicksalsschlag, um irgendwas ging es. Auf jeden Fall hat sie ihm aus irgendwelchen Gründen das Herz ausgeschüttet und dann kam irgendwie, du hörst dich eng an oder so von ihm. Der große Empathielord. Solche Sachen, ne? Die müssen hier komprimiert in 2 Stunden mal mundgerecht den Menschen in die Fresse gestopft werden, damit ich dieses urdämliche Lull-Defenden eines Rainer Winkler von Leuten, die sich mit nichts auskennen, einfach nicht mehr hören muss. Damit die Leute mal, es sind jetzt hier über 3 Millionen Klicks, wahrscheinlich schon 4 inzwischen, dass die Leute mal klarkommen. Eine Sekunde, ich habe hier gerade die Aufnahme angemacht. Katzen terrorisieren mich, eine Sekunde. Oh, sorry, da bin ich wieder. Heute, zur Zeit ist es wieder schwierig, ne? Mein Patronus-Kater, ne, der sehr anhängliche, der ist einfach wieder, ne? Man kommt nach Hause, man füttert sie, man macht die Katzenklos sauber, Katzen fressen, kacken, danach muss Aufmerksamkeit her, weil ansonsten ist Turn-up, Muttervater, Alter. Problem, wir haben 5 Katzen, ich kann mich jetzt um einen hier direkt kümmern, der andere... Ich habe da nämlich noch was vorbereitet. Für alle Fälle. So, das ist mein brechendes Herz. Perfekt den Dokes da reingeschnitten. Perfekt. Ja? Es wird auch diese brechendes Herznummer in den Mainstream-Medien, ich hasse auch dieses Wort, weil das so fürchterlich irgendwie dreckbehaftet ist von irgendwelchen ne, Low-IQ Vollpfosten, aber da wird das niemals irgendwie dann mit eingeblendet. Ne, es kommt diese, du bist der dümmste Vollidiot, Batsch, Wumms, raus, das arme Mobbing-Opfer. Wunderbar, haben wir es schön geframed. Im Stream gleich danach noch stolz. Weil es ist, ne, der einzig mögliche Gedankengang, der hinter dieser Nummer ist, dass er sich den Sound vorher, bevor er den Antrag gemacht hat, rausgesucht hat, ist, alle Leute sagen ihm, du, das Bullshit, mach das nicht, du machst sie zum Obst, das ist eine Haterin. Und Reini sagt, ist mir scheißegal. Ja? Vielleicht ist es eine Haterin, vielleicht nicht. Aber ich bin aber auf beide Situationen vorbereitet. Ne? Entweder ist keine Haterin und die sagt wirklich ja und alles ist toll und dann kann ich den Hatern ordentlich aufs Brot schmieren, schaut's mir an. Und wenn nicht, ja, dann lässt sich's immer noch zu Content und damit zu Geld machen, weil Mitleid klickt sich gut. Und es ist ja offensichtlich so. Immer wenn ich von irgendjemandem, der nicht in der Bubble war, irgendwas gehört, gesehen, gelesen habe über dieses Game, ist diese scheiß Erdbärchen-Nummer rausgezogen worden. Es sind immer dieselben scheiß Eckpfeiler, an denen die sich da entlanghangeln, diese dämlichen, gehirnamputierten Spackis, weil ich krieg die Tür nicht mehr zu. Es ist immer derselbe Bullshit. Wir haben ihm die Feuerwehr auf den Hals gehetzt, die Erdbärchen-Story und was war's noch? Basecamp Erdbärchen-Story. Und der Rudi ausbuddeln, ne? Dass da irgendein komplett Schwindeliger dann bei diesem Scheißgrab gestanden ist, ne? Da muss man dann natürlich auch selber erst nochmal hin, ne, Herr Leifels, um dann nichts besser zu machen als die Person, über die man sich da so krass chauffiert. Aber you do you. Zu seinen Prostata-Massagen. Es sind immer diese 3 Sachen, die kommen. Hier, im selben Stream danach nochmal, grinsenderweise irgendwie hier seine Sextoys da zum besten, easy. Mit jeglicher fehlender Trauer präsentierte, wurde dabei nicht erwähnt. Einige Wochen später, nachdem Natürlich wird es nicht erwähnt, weil das passt natürlich nicht ins Framing. Rainer das Ereignis bewusst ausgeschlachtet hat, um dafür Spenden zu bekommen, inszeniert sich Rainer wieder als den einsamen Krieger. Und im Übrigen, dass ja bis zum Ende seiner Internetaktivität hat sich ja daran nichts geändert. Diese Nummer mit dem Rudi aus Buddeln
und die Nummer mit dem Erdbärchen-Ding und dem ganzen Scheiß, das hat er immer noch zu TikTok-Zeiten bis kurz vor Ich bin Edzardler weg versucht auszuschlachten. In den Streams, jedes Mal, google mal Drachenlord, die hassen mich alle, bla bla, die fahren zum Grab von meinem Vater hin und her, wenigstens irgendjemand fährt zum Grab von deinem Vater. Du machst das nämlich nicht. Und, ja, die ganze Leihe hat er immer noch wieder, 10 Jahre später, immer noch versucht zu monetarisieren. Alleine gegen Tausende steht. Das nächste Jahr verlief dann entsprechend eskalierend. Ein Seelöwenbulle sitzt auf einem Königspinguin. Der Pinguin windet sich, versucht vergeblich sich zu wehren, doch gegen den riesigen Seelöwen hat er keine Chance. Ist der Sound jetzt aus einer echten Dokumentation oder hat das einer aufgenommen dazu? Aus oberflächlichem Geschreie und Provokationen wurden Sachbeschädigungen, eingeschlagene Autoscheiben, Prügeleien und auf einen mitgebrachten Rollator als Geschenk wirft Rainer wütend eine tödliche Axt nach dem. Ich weiß nicht, was so ein Rollator kostet, aber ich hätte den halt genommen und im Notfall auf eBay vertickt, Digga. Das, keine Ahnung, der wohnt in fucking Alt-Schauerberg. Ich nehme an, dass da wahrscheinlich die Anzahl der Menschen, die einen Rollator brauchen, vergleichsweise, prozentual im Vergleich zur Gesamtbevölkerung relativ hoch ist. Ne? Nicht der schöne Rollator! Wenn ihr den nicht spätestens morgen abholt, dann, rufe ich eure Eltern an, oder was war das? werde ich zu euren Eltern gehen. Ja. Unfassbar. Digga, die sind da mit dem Auto hingefahren. Als ob die... Einer Nacht lauerte Rainer einem Auto auf und schlug mehrfach mit einem Stock auf den Fahrer ein, sodass das Opfer ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ja, kurze Korrigation, das ist so nicht ganz richtig. Reini hat mit dem Stock die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Der Fahrer ist unverletzt geblieben, aber der Beifahrer ist durch die Glassplitter der zermettelten Seitenscheibe leicht verletzt worden und musste ins Krankenhaus. Ne? Das ist das, was das hier aufgelauert und zugeschlagen. Also eigentlich alles so wie immer. Hier kam es dann schließlich auch dazu, dass sich die ein oder andere Nebenrolle in das mittlerweile nicht... Aber was ich mich frage, wenn Ofi hier da mitgearbeitet hat, dass der das nicht am Ende sich nochmal gegeben hat, weil der wäre ja easy drauf gekommen, also dass Troll Lindemann kein Norweger ist und dass 6 Jahre Kampfsport sind und dass hier aufgelauert und zugeschlagen er nicht den Fahrer verprügelt hat, sondern die Seitenscheibe eingeschlagen hat. Das sind ja Level 0er Fragen im Endeffekt. Also die kann ja also ein Ofi eigentlich dann sofort sagen, hier, ich habe mir die Nummer angeschaut, da und da und da muss nochmal nachbessern. Die Sachen sind hier so nicht ganz korrekt. wenig bekannte Drachengame eingemischt hat. Wie wär's mit Get on my level? Komm doch erst einmal auf mein Niveau, bevor du dich über mein Niveau lustig machst. Das hier war einfach Ansage an Montana Black, das war einfach ein sehr, sehr verzweifelter Versuch, ne? Hail Mary Ding, um Relevanz zu kriegen, weil Rainer natürlich auch gemerkt hat, oh Digga, hier auf YouTube Deutschland, da klickt sich so Beef-Content, klickt sich halt einfach wie geschnitten Brot und dementsprechend hat er versucht, mit jemandem, der sowas gerne mal, ne, der auf sowas gerne eingeht und eine große Reichweite hat er versucht, da mal irgendwie ein bisschen gegen das Bein zu rammeln und ist natürlich kläglich gescheitert, so wie mit allem. Weil, egal ob ich eine Gesichtskürbis bin oder nicht, besser aussehen als du. Du hast sogar mein kleiner Finger mit Dreck unterm Nagel. Wir hätten da einmal... Dass er das auch extra erwähnen muss, mit dem Dreck unter dem Nagel, weil gab es in einem anderen Zustand, gab es diesen Finger einfach nicht. Den gab es nur in Räudig, exklusiv. Den YouTuber Adlerson, jahrelanger Begleiter und Mitverfolger des Drachengames, der Ja, und auch ein ziemlicher Kaschball. Rainer in einem Video dazu aufforderte, sich live mit ihm zu boxen. Das hätte ich auch fürchterlich gerne gesehen. Ich würde mich auch sogar mehrere Wochen vorher nicht rasieren? YouTuber wie KuchenTV, Excel95 oder Tanzverbot, die sich alle auf ihre eigene skurrile Weise mit Rainer anlegten. Tanzverbot kann mich am Arsch lecken. Er kann mich an meinem fetten, verfetteten, hässlichen, nicht abgewischten Arsch lecken. Und
Ich weiß nicht, wer von euch ihm jetzt da widersprechen würde. Dann früher oder später irgendwann auf den Entschluss kamen, dass sie es hier mit einer Person zu tun haben, von der sie langfristig besser Abstand halten sollten. Rainer, Alter. Ich dachte mir damals auch, was sind das für Unmenschen, die ihn so behandeln? Aber es ist gerechtfertigt. Ich wünsche das keinem Menschen, aber dieser Mensch hat das selbst verursacht aufgrund seines ekelhaften Verhaltens. Es ist einfach so. Gronk, der sich haufenweise über Drachenlord lustig machte, nachdem sich Rainer über ihn lustig machte, nachdem sich Gronk über ihn lustig machte. Ich möchte ganz kurz sagen, bei mir auf dem Hof ist heute Poster verkauft. Eine wochenlange Odyssee an Livestreams von einem Typen, der es sich zum alleinigen Ziel macht, den damals führenden Livestreamer Drachenlord auf der Plattform YouNow zu ärgern, indem Die Bibelman-Sachen, die habe ich auch reacted. Das ist gar nicht so lange her. Das war irgendwann vor einem Jahr oder so. Auf Community-Nachfrage hin. Findet ihr auf meinem Kanal. Ja, wer da Bock drauf hat, ist noch da. er ihn mit mehr aktiven Zuschauern überholte, indem er christlichen Bibel-Content machte. Nichts für ungut, aber Bibel, ernsthaft? Alter. I will go to hell. Mich überholt ein Bibelkanal. Lass mich da nicht von der... Ja, reine Leute, die sowas machen wie du, die gehen da normalerweise hin. Ne? Da hilft es dann auch. Ne? Da hilft es dann auch nichts, dich in dein eigenes Universum da rein zu schwurbeln. Leute wie du, die solche Vorlieben haben, sagen wir es mal so, die glaube ich schon. Bibel abhängen, Leute. Pfeift mal wegen die Likes raus, bitte. Die Barne müssen raus. Barne brauchen wir. Barne und immer wieder Barne. Rainer versuchte ihm dann klarzumachen, dass er viel mehr Erfahrung darin habe, gehatet zu werden, dass er das höchste Wesen aller Zeiten sei und dass Benedikt sich bloß wieder löschen solle. Ja, das ist nämlich die Nummer, das ist bei meinem Ding auch rausgekommen, Spoiler, darauf die Gefahr hin, dass ihr dann mein Bibelband-Video doch nicht nochmal schaut. Die Quintessenz der ganzen Nummer war natürlich, dass Reini da hingegangen ist und so getan hat, als wäre der große Messias. Ja? Und das wem das wirklich ein Herzensanliegen, sodass er sich Sorgen macht um den Ben, weil der auch hier so viel Hate abkriegt und so weiter und so fort. Und er hatte die Erfahrung mit dem Hate und er will ihn retten, bevor es für Ben auch zu spät ist, etc. bla bla. Ist natürlich alles Bullshit. Die Wahrheit war natürlich, Rainer wollte versuchen, den zu manipulieren und ihn unterschwellig dazu zu bringen, aufzuhören mit der scheiß Streamerei, damit er wieder der Nummer 1 Kasperle auf der Kasperle-Plattform ist. Ha? Rainer wieder auf Platz 1 ist. Ich bin auch abgesehen von dir immer auf Platz 1. Es liegt aber bei dir nur deswegen daran, dass du auf Platz 1 bist, weil eben sehr, sehr viele Leute hier sind, die dich verarschen wollen. Auch das hat der nicht gecheckt. Also, was er da gesagt hat, hat er nicht begriffen. Tatsächlich gibt es keinen YouTuber oder YouNower, der... Im Übrigen, ich bin jetzt vor kurzem auf was gestoßen und zwar, es gibt wohl so ein Steuerung C, Steuerung V Version von Rainer. Wirklich dasselbe Ding. Vielleicht habt ihr den auch schon gesehen, ne? Das ist auch so ein Nintendo Ultra Fanboy, der sich unangemessen minderjährigen Mädchen gegenüber im Internet und so weiter verhält und so fort. Der immer so eine Mario-Mütze aufhat. Ganz wild creepiger Dude. Und da habe ich neulich was gesehen, wo es hieß, so, der hat wohl irgendwie eine Hirnentzündung gehabt. Ich bin wahrscheinlich nicht der Erste, der auf die Idee kommt. Aber mir ist es da gekommen, weil die Zusammenhänge wirklich, also die sind sich sehr ähnlich, er und Reini. Und die Zusammenhänge sind ja dementsprechend, ne, die Brücke schlägt man schnell. Und der hatte wohl als Kind irgendwie eine Hirnhautentzündung und ist deswegen Bananas und aber wahrscheinlich, ne, ist das Bananas sein dann einfach nur so, dass dann halt der Charakter besser durchkommt. Ich kann es mir nicht anders erklären. Und Reini hat doch auch immer erzählt, er war als Kind mal so krank, wo er so viel Fieber hatte, etc. bla 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 bla. Vielleicht war es das. Na, vielleicht ist damals auch bei Reini irgendwo, da hat er sich als Kind da bei der Arbeit mit dem Vater im Wald mal irgendwie eine Zecke eingefangen und ist dann, weil Reini hat ja auch mit 2 Jahren schon mit dem Vater im Wald gearbeitet. Ne? Das ist ja, da war er wirklich, da war er sehr bescheiden, als er das damals erzählt hat mit den 4 Jahren. Die Reini, der ist praktisch unten aus der Rilla rausgeflutscht. Ne? Der Vater hat mit dem Fichtenmoped die Nabelschnur durchtrennt und dann ist sofort ab in den Wald gegangen und da hat er richtig gebuckelt, der Rainer. Und vielleicht hat er sich da diesbezüglich irgendwann einmal so eine Zecke angelacht und hat
Ne? Möglich. Ich mache hier nur Spekulatius. Das dann halt davon, dass es ihm halt literarisch das Gehirn frittiert hat. Mehr gehatet wurde als ich. Ich habe gehört, du hast eine Menge Probleme. Wollen wir drüber reden? Nein. Ein amerikanischer Streamer namens Bonklings, der sich in einem Wow, bold move Bonklings als Homelander, Digga. bilingualen Gefecht mit Rainer in einem Stream anlegte, Bonklix, you so idiot. You can't not my stream in your, In your stream. What the hell? What's going you on with your face? Have you brain schaden? Das heißt ein Schaden auf Englisch. What's going you on with your face? Have you brain busted? nachdem er erstmals mit Untertiteln und zahlreichen Videos versucht hatte nachzuvollziehen, was in unserer deutschen Internetlandschaft gerade so beim YouTube-Star Drachenlord abgeht. Come to me! I'm sketching! Halt your mouth. Halt your mouth, Digga. Oh, aber hier ist, man sieht es auch wieder. Reini, der immer sagt, ja, ist ja alles hier, Ironie und Sarkasmus. Im Übrigen, bei mir ist alles Satire. Und zwar tatsächlich sogar. Aber bei Reini war es immer alles, ja, Ironie und Satire und er kann ja so sehr über sich selber lachen, bla bla bla. Er nimmt sich ja selber angeblich gar nicht ernst. Hier siehst du es. Der Typ lacht sich den Ast und Reini versteinert das Gesicht. Der Mund schrumpft auf subatomare Größe zusammen. Die Stimmung ist maximal neutral und der würde jetzt, wenn Bonklings ihm da gegenüber gestanden hätte, ihm direkt eine geklatscht. Geil. Your brain's busted! Cut up. Am Ende sogar vom weitem Amerika aus Weil das ist das Allerschlimmste, was du einem Narzissten antun kannst, ist über ihn zu lachen, ihn nicht ernst zu nehmen. Weil egal, was er dir droht oder sonst was, einfach zu lachen und zu sagen, weißt du was, du bist der lächerlichste Kasperl, der hier überall umeinander ist. Und ich nehme dich einfach nicht ernst, Digga. Laber weiter, es ist mir vollkommen Wayne. Da drehen die komplett am Rad. zu ihm flog und damit den ersten amerikanischen Angriff der kommenden Invasion auf die deutsche Militärbasis namens Drachenschanze zu markieren. Hallo, Herr Winkler, ich bin Bonklix. I deleted my channel. Why? Im Übrigen, I deleted my channel ist halt. Also ich bin erstaunt, dass er wirklich den Satz korrekt rausgebracht hat, bis dahin. Ne? I deleted my channel, why you? Weiß ich schon, wie es weitergeht, ne? Aber es ist halt, obwohl es korrekt war, trotzdem gelogen, ne? Es ist A richtig und B falsch, ne? Also es I deleted my channel, die 3 Worte sind tatsächlich grammatikalisch richtig, was an einem Weltwunder grenzt, wahrscheinlich zufällig passiert. Aber es ist halt faktisch halt falsch, weil er hat den Channel halt nicht deleted. Das hat dann ein paar Jahre später YouTube für ihn übernommen. You come to me. Ja, Asshole. weil ich liebe dich. Paddy von Super RTL Wer es nicht kennt, der Emskirchener Ortsteil Altschauerberg mit so circa 40 Einwohnern. Na, von Super RTL. Bitte sag mir, dass sie das auf Super RTL geballert haben. Kam das auf Super RTL? Ist das so eine harte Wissenslücke bei mir? Alter, Metal-Kinder, wir gehen heute zum Rainer nach Altschauerberg. Wir haben hier uns ein paar Bier gekauft beim Zwingel. Damit werden wir uns jetzt, was wir Erwachsenen sagen, hochamtlich die Batterie abklemmen. Und danach metteln wir den Pilgerweg runter. Zum schreienden Haus. Grußvideos aus Jamaika und anderen Schwellenländern, Leute und Servus Rainer Winkler. Musiker wie Dieter Bohlen oder Sido, zahlreiche stille Mitverfolger des Drachengames und andere zwielichtige Gesichter, über die ihr vielleicht das ein oder andere Mal im Internet gestolpert seid. Rainer Winkler! Dazu kam dann Ich weiß nicht, ich fand Mimon Baraka immer gruselig. Ich fand den wirklich gruselig. Ich glaube, ich hätte auch als Kind Angst vor dem gehabt. die ein oder andere bekannte Persönlichkeit, die mit ihrem gut gemeintem Halbwissen versuchte, Rainer aus seiner misslichen Lage zu befreien. Ja, also wirklich, die Kevin Wolter Nummer ist halt wirklich das absolute Paradebeispiel für diese Code Midas Nummer einfach. Der hat auch massivst gelitten, der Mann. Ja, ich fand den nie sympathisch. Ich habe den immer so als Wannabe-Dampfplauderer empfunden, der
keine Ahnung, der halt irgendwie so mit ein bisschen Dusel und ein bisschen einfach sturem immer wieder gegen die Wand laufen, es geschafft hat, irgendwelche Relevanz in der Öffentlichkeit zu... Ich check's nicht. Und der jetzt den Leuten einen vom Leben erzählt. Ich weiß es nicht, Digga. Ich glaube, dass der auch... Ich glaube, der hätte vielleicht auch nochmal 5 Minuten länger im Ofen gebraucht. Ich sag's euch, wie es ist. Sei es Cool Savage oder Kevin Wolter. Vielleicht mal zu vermitteln zwischen den Hatern und Rainer Winkler. Der Rainer mit guten Intentionen besuchte und versuchte, ein ernst gemeintes Interview mit ihm zu führen. Wie bist du sexuell orientiert? Ich bin bisexuell. Boah, widerlich sitzt der auf der Zarencouch, Alter. Aber wenigstens, ganz ehrlich, wenigstens Rainer, den muss ich dir geben. Props. Du kriegst jetzt von mir so einen Marienkäfer-Aufkleber auf deine Mappe, dass du wenigstens den Anstand hattest, eine alte Decke, auch wenn die aussieht wie aus dem Führerbunker vererbt, über diese Zarencouch gelegt hast, damit sich der Kevin Wolter nicht direkt in dein Arschwasser setzen muss. Bisexuell, ja. Also ich stehe auf Männer und Frauen. War ein Delfin nebendran. Ich dachte mir, was macht das unter den ganzen Pornos? Ja, und ich habe mir das dann halt mal kurz angeschaut, weil es halt merkwürdig war, weil es so eine ganze Pornos war. In der Auch die Nummer, wenn man da sieht, wie sich seine Gesichtszüge, wie sie langsam entgleisen. Einer ihm erzählt, dass er sich hier diese Delfin-Schmuddelfilme gönnt. Nice Nummer. In der griechischen Mythologie herrschte einst ein sogenannter König Midas, der alles, was er anfasste, zu Gold machte. Im Game entstand dann irgendwann der umgedrehte Code-Midas-Effekt, weil sich mit der Zeit zeigt. Ist die Mucke im Hintergrund, ist das Ding? Hearthstone? Keine Ahnung, habe ich seit 10 Jahren nicht mehr gespielt oder so. Dass jeder Mensch, der mit Rainer in Berührung kam, nachhaltig negative Konsequenzen davon trug. Kurz gesagt, man kann Drachenlord nicht verändern. Ah ja, gut, na klar. Das ist hier auch die Nummer. Krypto und Immobilien, falsche Freunde. Das ist eben der Punkt bei so einem Kevin Wolter. Der wollte halt dann... Hat er gemeint, boah, er ist jetzt hier Entrepreneur. Und er ballert jetzt hier Business und ist am Hustlen und so weiter. Und die Leute haben halt gesehen, okay, der ist halt nicht die hellste Kerze auf der Torte und so. Und wir schieben halt jetzt hier so eine Zauberbohnennummer mit dem. Ne? Oh, ich habe hier Insider-Tipp, hier Krypto und so ein Shit. Da, wenn du reinbutterst, da geht voll geil. Und das ist halt Rugpull und auf Wiedersehen. Dann haben die ihm halt... wenn er nicht so saudämlich gewesen wäre, auf solche Sachen reinzufallen, dann hätte auch ein Rainer Winkler den nicht in die Obdachlosigkeit gut mietassen können. Konsequenzen davon trug. Kurz gesagt, man kann Drachenlord nicht verändern. Der Drachenlord verändert dich. Der Drachenlord war ein Riesenfehler. Da bist du hingefahren. Du bist hingefahren und warst Bei ihm zu Hause. Wo war jetzt der Fehler? Hey, der Bre auf der rechten Seite offensichtlich auch null informiert. Ich hoffe, dass der sich jetzt dieses Video auch angeschaut hat. Warum liegt da eine Wurst? Tja, weil manche Menschen offensichtlich nicht wissen, wie man mit Lebensmitteln richtig umgeht. Das ist eine. Ja, aber Rainer, warum liegt die da immer noch? Na? Warum liegt die da immer noch? Ganz ehrlich, dass du die nicht isst, wenn dir die irgendjemand auf den Hof wirft. Das kann ich nachvollziehen. Es kann ja sein, dass da irgendein Schindluder damit getrieben wurde. Also irgend so ein Spaßvogel gemeint hat, ja, ich baller da jetzt irgendwie flüssiges Abführmittel oder sowas rein und wenn er das frisst, ne? Obwohl, ich weiß nicht, ob der das überhaupt gemerkt hätte, weil ich glaube auch, dass Rainers Stuhlgang schon, also, ne, sagen wir mal, die Aggregatzustände flüssig und gasförmig werden wahrscheinlich vorherrschend sein, schon seit 10 Jahren, spätestens seitdem sie die Galle rausgenommen haben und er nichts, auch gar nichts an seiner Ernährung danach verändert hat. Aber ja, ich würde es halt trotzdem, ich sehe es ein, dass er die nicht isst, aber rein, nimm sie und schmeiß sie in die Mülltonne, obwohl er hat ja keine Mülltonne, weil er wollte seine Müllabfuhr nicht bezahlen, aber dann tu sie halt in einen von den blauen Säcken und räumen sie die Bulldog-Halle, irgendwas. Aber nee, liegt da halt einfach. Warum liegt da eine Wurst, Digga?
Das ist die Sache, die mich am meisten triggert. Im Sommer 2016 kam dann plötzlich heraus, dass Rainer seit Jahren keinen Strom mehr bezahlt hat und auf einmal Schulden von über 15.000 Euro bei seinem Stromanbieter hat. Ja, also ein kleines Upsi ist das gewesen, ha? Und auch die Nummer, ich habe es euch 1000-mal schon vorgeseiert. Natürlich war das bei Design. Rainer hat gedacht, der ist ein Fuchs und der trippelt die aus und der kriegt jetzt umsonst Strom, weil auf dem Brief nicht Rainer Winkler stand, ne, auf dem Mahnschreiben. Und dann hat er gedacht, haha, Digga, bin ich hier Schlaubi-Schlumpf, und dann ist er natürlich wieder gefaceplantet mit der Nummer. Schuld dafür sei natürlich der Anbieter selbst. Denn auf irgendeine Art. Die sind auch Hater im Übrigen. Hier bei dem Stromanbieter, da haben ausschließlich Hater gearbeitet. Das wissen viele noch, das ganz perfide Nummer ist das. Ja? In dem Moment, in dem Rudi dahin war, da ist wahrscheinlich so Zukunftshater gewesen, die haben sich dann eine Zeitmaschine gebaut und sind dahin und haben dann alle bei Energy angeheuert, schon ein paar Jahre vorher so, und haben sich da in den Strukturen verteilt. Damit sie ihn dann knechten können, wenn er dann, ne, versteht ihr? Ich kann nicht nachvollziehen, warum ich 4 Jahre lang keinen Strom gezahlt habe. In seiner verzweifelten finanziellen Lage kam er dann auf die Idee, einfach halb YouTube Deutschland auf. Da wäre es halt geil gewesen, wenn man sich von den 30.000, die er geerbt hat von seinem Vater, wenn man sich da vielleicht die ein oder andere Mark mal auf die Seite gelegt hätte, um diese Scheiße dann bezahlen zu können. Twitter anzuschreiben, um mit jedem von ihnen eine vielversprechende Kooperation zu starten. Valutenhai, kannst du mich eventuell kurz in der BN anschreiben? Groß Rainer aka Drachankai, kannst du mich eventuell kurz in der BN anschreiben? Also, er ist auch wirklich geil. Er hat halt auch einfach nur dann immer Copy-Paste gemacht. Drache, er hat es nicht mal nochmal gelesen, Digga. Und einfach dann hier alle großen YouTuber damals. Überhaupt nicht, aber Rainer zwingt sich ja niemandem auf, gell? Sagt er ja auch immer wieder. Und wenn man schon dabei ist, einen Spendenstream zu machen, erhöht man das Ziel einfach auf 20.000 Euro, um sich mit den 5.000 weiteren Euro einen Laden in seinen Schuppen zu bauen, in dem man Poster von sich verkauft. Ja, und dann hatten wir es nochmal, wenn man gesagt hat, hey, wenn ich heute schon den Gönjamin mache, ne, und so freizügig mit dem Geld anderer Leute mir gegenüber bin, dann können wir ja auch gleich 25.000 draus machen. Dann stelle ich mir nämlich noch einen dicken Tower dahin. Ne? Dann ist hier richtig geil, weil es ist ja vollkommen klar, dass dieser geistige Fehlzünder hier einfach nur einen besseren Rechner braucht, und dann ist auf einmal der Content der beste überhaupt. Ne? Der einzige Grund, warum ein Gronk und dergleichen erfolgreicher sind als er, ist einfach, er hat zu schlechtes Ding und Equipment gehabt und die Hater. Ne? Ohne das easy hätte er die überholt. Kaufen kann. Und wenn man schon dabei ist, noch einen neuen PC für satte 5.000 Euro. Es ist eine teilweise Wasserluftkühlung. Ich weiß auch nicht genau, wie das genau bezeichnet wird, das Teil. Es ist keine Wasserkühlung, Leute. Das ist eine Hydro Series. Das ist eine Hydrokühlung. Das ist keine Wasserkühlung, sondern Hydrokühlung. Und auch diese Assi-Palme da oben drauf. Wollt ihr da auf Excel 95 machen? Ich check's auch nicht. Der bestellt sich einfach irgendwelche Teile, um das dann zusammenzubauen. Hat null Ahnung davon, ob es jetzt eine Wasserkühlung ist oder nicht. Aber wenn du den Schlauch da anschaust, wahrscheinlich eine Wasserkühlung, wenn Hydro draufsteht, Digga. Unfassbar. Unfassbar. Rainer, ich habe grobe Ahnung, wie man so einen Rechner zusammenbaut. Ich habe das 1-2 Mal in meinem Leben schon gemacht. Ich habe da trotzdem keinen Bock drauf, weil ich safe irgendeinen scheiß Flüchtigkeitsfehler oder sonst irgendwas mache und weil ich halt da nicht routiniert drin bin. Und ganz ehrlich, das letzte Mal, ist jetzt auch schon einige Jahre her, als ich einen neuen Rechner gebraucht habe, habe ich auch so einen kompletten Bums gekauft und gedacht, hier, nee, Digga, im Ganzen bitte. Na, ich fange dann jetzt basteln an, weil, ne? Nee, Rainer, der kann das. Ne? Fucking, IQ niedriger als die scheiß Raumtemperatur, der baut jetzt hier den Rechner zusammen.
Er checkt nicht mal, dass Hydro Wasser heißt. Wie beim Auto anscheinend. Der YouTuber Iblali machte daraufhin dann belustigt ein Video über Rainer und Danke dafür, Iblali. rief seine Zuschauer dazu auf, den Hashtag Therapielord in den Kommentaren bei Rainer zu verwenden, worauf dieser mit über 10 Ansagevideos gegen Iblali reagierte. Erst in diesem Video, dann in diesem, dann in diesem, dann in diesem, dann in diesem, dann in diesem. Nachdem sich Rainer dann mit einem Hater prügelte und ihm ein Zahn dabei rausgeschlagen wurde, schrieb Rainer dazu: Danke dafür, Iblali. Kommt jetzt hier im Übrigen die Info? Kommt die? Danke dafür, Iblali im Übrigen, aber dass Reini sich den scheiß Zahn selber aus der Fresse geschlagen hat mit dem Besenstiel, den er als Waffe zur Konfrontation mitgebracht hat. Als Anstifter. Das hat fast schon philosophische Züge, oder? Das ist fast schon. Er ist derjenige, der rausgeht und eskaliert, indem er eine Waffe mitbringt. Und er ist auch derjenige, der dann von dieser Waffe verletzt wird. Das ist sehr, sehr philosophischer Ansatz. Kannst du Doktorarbeit drüber schreiben. Für die Gewalt gegen ihn in den Besuchen der letzten Jahre verantwortlich zu machen. Ja, Iblali, mit so hast du nicht gerechnet, ne? Da kommen plötzlich Leute und gehen auf mich mit ja, okay, gut. Oh. Danke, Iblali. Mal einen fehlenden Schneidezahn wieder reinbekommt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Danke. Nee, aber die anderen, die schimmeln ja auch schon inzwischen raus, ne? Ja, Iblali. Außerdem habe ich jetzt brutale Halsschmerzen gerade. Etzeler brutale Halsschmerzen rein, aber wie sollst du Halsschmerzen kriegen, wenn du einen Zahn verloren hast, Digga? Auch Dankeschön dafür, Iblali. Und seit diesem Tag kann es gut passieren, dass ihr über den ein oder anderen Post im Internet stolpert, in dem irgendetwas Schlimmes passiert ist, nur um darunter den Satz "Danke dafür, Iblali" zu lesen. Danke dafür, Iblali. 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 Mein Essen ist angebrannt. Danke dafür, Iblali. Das Flugzeug, in dem ich saß, ist abgestürzt. Danke dafür, Iblali. Man wirft Atombomben auf Deutschland. Iblali, was soll der Scheiß? Danke dafür, Iblali. Danke dafür, Iblali. Danke dafür, Iblali. Nachdem Rainer dann tagelang seine Geräte mit seinem Auto laden musste, kam er dann auf die erneute Idee, Geld zu verdienen, indem er die Leute zu sich einlud, um selbstgedruckte Poster und anderen Krempel zu verkaufen. Vorher aber auch das ist hier so ein Ding. Einlud, um selbst sitzt der da, liest seine scheiß Mangas. gedruckte Poster und anderen Krempel zu verkaufen, vorher aber stolz ankündigte, bewusst alle Frauen dort zu ignorieren, weil das Thema Frauen ab sofort für ihn gestrichen sei. Klasse, folgende Frage. Was glaubst du, was du kriegst? Was ich will, die Mund verbieten. Ich kann auch Wie gesagt, so getan, stürmten die Leute herbei, die Situation eskalierte und Rainer rief schlussendlich die Polizei, um und das beißt sich halt da wegen, ha? Die ganze Sache wieder zu beenden. Naja, klassisch. Herr Müller-Video. Und unter einer Masse an schaulustigen Hatern und 2 sichtlich genervten Polizisten, die völlige Unverständnis darüber äußerten, warum der dicke Mann vor ihnen sich über Leute beschwerte, die er selber herbeigerufen hatte, entstand dann dieses legendäre Video hier. Du legst die Leute her ein und du rufst uns an das Haus gegen die Also irgendwo beißt sich das ja nicht, oder? Hier vorne ist eine Sache, nicht das andere. Ja, sorry, kannst du andere Kollegen herholen? Nein, die stehen außerhalb vom Tor. Du hast gesagt, hier, Leute, kommen her, ich bin zu dämlich, meinen Strom zu bezahlen, kauft hier Drachenposter. Wir haben das letzte Mal ausgerechnet, wie viele er hätte verkaufen müssen, um auch nur ansatzweise die Stromschulden bezahlen zu können. Ja, da ist von dem scheiß Laden in der Bulldog-Halle und von irgendeinem PC noch überhaupt gar keine Rede gewesen. Lädt die Leute da ein und wenn sie dann da sind, ruft er die Bullen, Digga. Mach das nicht, das ist mir nicht so blöd, die passt was. Danke, Herr Müller. Danke dafür, Iblali. Nachdem Rainer mit dem Bollerwagen sind ja aufgeschlagen. Beim letztendlichen Spendenstream, den er komplett alleine verbrachte, gerade mal 64 € einnahm, gab es in den nächsten 2 Jahren Leben. Ja, 64 € ist doch Ding, oder? Rechnen wir mal gleich mal aus. 14.000. Halt durch 64. Easy. Ja, 235. Wenn er noch 235 weitere Spendenstreams gemacht hätte, hätte er seine scheiß Stromschulden schon bezahlt.
Immer weiter eskalierende Besuchen vor Drachenlords Kampfarena, immer mehr Momente, in der sich Rainer Winkler langsam aber sicher immer tiefer in die Rolle hineinsteigerte, die er sich über die Jahre so aufgebaut hat. Ihr seid nur deswegen so weit gekommen, weil ich extrem geil aussehe, einen extrem geilen Verstand habe, ein extrem geiler Mensch bin und extrem geil bin, in welcher Form auch immer. Keiner. Schön eingeblendet hier. Das Bild mit dem nassen T-Shirt, das wirklich einfach grotesk aus der Hölle ist und dann diagnostiziert Intelligenzminderung etc. etc. Von euch Loser. Keiner von euch kommt an mich ran. Ich bin Legende. Ich bleibe Legende und ich sterbe als Legende. Ja, weiß ich nicht, Digga. Vor allem die Nummer, glaube ich, aus der er das genommen hat, das war auch kurz vor Auszug. Das war, glaube ich, noch in den letzten Zügen vom Ding, oder? Ein vereinsamter, übergewichtiger, pornoabhängiger und paranoider Oger, der davon lebt, in seinen Streams die Leute für Geld anzubetteln, während er seine Nächte betrunken im Livestream oder auf Discord verbringt. Betrunken im Discord Frauen belästigt. Das hatten wir das letzte Mal, dass er sich hier das Pflaumenwein oder sowas auf Ex in den Kuli geschüttet hat. Wetten, dass die meisten von euch jetzt glauben, ich bin rotzebreit? Ja, richtig, Rainer. Bin ich auch. Nach jahrelangen Behauptungen, Zitat, mehrere Bitches gleichzeitig zu haben, gab er in einem Stream dann schließlich zu, mit 28 noch Jungfrau zu sein. Eine Woche später jedoch ist er schon seit 7 Jahren mit seiner Partnerin zusammen und hatte bereits 30 Ex-Freundinnen. Momentan habe ich 2 sogar. 2 Freunde. Die wissen voneinander? Die wissen voneinander. Ja, du sagst ja überall. Ja, natürlich wissen die voneinander, weil die beide in deinem Kopf existieren. Ausschließlich. Das würde ich hier nicht sagen. Nee, ich habe aktuell tatsächlich 2. Ein Narzissmus-Test im Stream, in dem er zeigen wollte, dass er kein Narzisst ist, nachdem er das gefühlt 8. Mal erstmal verstehen musste, dass Nazis und Narzissten 2 verschiedene Dinge sind. Ich glaube, es gibt keinen YouTuber, der sich so stark schon gegen Rassismus, gegen Narzissmus, also Nationalsozialismus und so weiter eingesetzt hat als mich. Meme, Leute, wohnt beim stadtbekannten Rechtsradikalen in Zobis, ne? Und bei welchem er bei jeder Frage genau so antwortet, wie ein klinisch diagnostizierter Narzisst antworten würde. Bestimmt 10 Stunden Videomaterial, in dem Rainer versucht, mit seiner Amazon Alexa zu sprechen, aber komplett die Fassung verliert, weil sie nicht das macht, was er möchte. Alexa, du blöde Drecksau, schall das verdammte Studio aus. Alexa, spiel den Soundtrack ab von New Moon. Twilight. Ich kann das Album New Moon. Alexa, stopp, halt die Fresse, du blödes Drecksteil. Tausende Stunden Videomaterial, in dem er Spiele spielt und nicht versteht, dass er einfach nur ein schlechter Gamer ist oder erneute Probleme damit hat, einfache Sätze vorzulesen, trotz der dauernden Behauptung, er würde in seiner Freizeit klassische Weltliteratur lesen. Lass dich gegen Cry impfen. Dafür die Grippe dich erwischt. Hey Kong-Kollege. Hab da in der Automaten Bananenmünzen hineinwerfen. Bekommst du was? Hey, Kong-Kollege, wenn du in den Automaten Bananenmünzen einwirfst, bekommst du was Cooles. Jetzt hören wir uns nochmal an, was Rainer dazu sagt. In der Automaten erwischt. Hey Kong-Kollege. Hab da in der Automaten Bananenmünzen hineinwerfen. Bekommst du was Cooles. So kann man es auch sagen, Digga. So kann man es auch sagen. Führung für Perverslinge. Was sie haben, ihre Jagdfertigkeiten einstellen, um ihr Ziel größten Dienst. Achso. Ist Barca Elon dein Lieblingslied? The Legend of... Das Ding ist deswegen so geil, weil man sich so drauf konzentriert, wie kernbehindert er Barcelona ausspricht. Und das Lieblingslied am Ende, das trifft einen vollkommen unerwartet. Das Easy Blindside einfach. Deswegen ist das so geil. Barca Elon dein Lieblingslied? The Legend of Zelda. Bride of the Wind. Das Master Schritt. Bride of the Wind. Die Videoreihe Dr. Drache, in der er über sexuelle Themen redet, die definitiv so nicht ins Internet gehören, oder der berühmte Versuch, ohne Hände vom Sofa aufzustehen. Was wollt ihr die ganze Zeit, ob ich ohne Hand aufstehen kann? Könnte ich, mache ich ja aber nicht. Ach, und weil vorhin gefragt wurde. Ach, das Sofa ist immer so tief.
Laut ihm sei Hass zum Beispiel keine Emotion, sondern ein Zustand. Ja, und Haut ist kein Organ und so weiter. Menschen besitzen keinen Oberkiefer. Rainer kann 15 Kilometer in 30 Minuten laufen, was Weltrekordniveau entspricht. Obwohl ich ein sehr fetter Mensch bin, ein sehr dicker Mensch bin, bin ich gleichzeitig auch ein sehr fitter Mensch. Also ich bin körperlich äußerst fit. Hamster haben ihre Namen bereits von ihrer Hamstermutter bekommen, weshalb man Hamstern keine Namen geben sollte, was auf irgendeine Weise schon wieder ganz süß ist. Er stellt ein Gesetz vor, das besagt, dass man als Mensch nicht mehr als 4 Millionen Euro besitzen darf. Terroristen und Sozialismus, Lord, Digga. Hater seien das exakt gleiche. Baumwolle ist ein Stoff von Bäumen, wie der Name schon sagt, von den Baumwollebäumen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, leider ist es das nicht. Ich glaube, hier, ne? Die Leute, die Baumwolle da damals immer so fleißig gepflückt haben, auch die sie heute noch pflücken, die hätten richtig Bock, wenn das Zeug an Bäumen wachsen würde, dann hätte man vielleicht auf diesem Feld noch ein bisschen Schatten. So ist einfach die urräudigste Drecksarbeit, die du dir vorstellen kannst. A richtig und B falsch. Ländergrenzen sind Schwachsinn und alle Menschen sollen einfach in Frieden zusammenleben. Er braucht gerade mal 3 Stunden Schlaf und kann seine Energiereserven so wie ein Anime-Charakter selbstständig steuern. Feuer. Ja, sieht gut aus. So, arkane Kunst. Und tschüss. Zahlreiche Clips das ist großes Kino. Ich liebe es. und Videos, in denen er verzweifelt versucht, sich mit dem Chat anzulegen, dabei jedoch nur zeigt, dass er nicht gerade der Schlagfertigste ist. Ja, er ist schon schlagfertig, aber halt dann nur nicht in der Situation, sondern dann 3 Stunden später oder 3 Tage später, nachdem er mal sauber am Brainstormen war. Ich sitze vielleicht ja hier wie eine Mettwurst, aber du sitzt hier wie eine allgemeine Wurst in der Pelle, Alter. Weißt du, mein Leben so viel wie ein Stein darüber, wie es ist, in der Wüste und tief im Wasser und unter der Wüste zu sein. Was sind das für Flecken auf deinem Tabaktuch, Alter? Das sind Wichsflecken, die du hinterlassen hast, dass ich dir das letzte Mal geschrubbt habe, weil ich da das Tuch nehmen musste, weil du zu dumm bist, deinen Schwanz zu waschen. Oder die monatelange Self-owned, hätte ich gesagt gehabt. Das kann ja nicht mal mehr unter schlechter Konter gehen, sondern hat er sich einfach selber ins Knie geschossen. Phase, in der sich Rainer auf einmal als eloquenter Gesellschaftskritiker präsentierte, merkt, dass er sich nicht mehr mit der Spezies der Menschen identifizieren will. Die Fake-Brille, die war auch so ein Fiebertraum, der. Von nun an drum bittet, als etwas anderes wahrgenommen zu werden. Ich möchte nämlich mich nicht mehr als Mensch outen müssen und zeigen müssen und sagen müssen. Ich möchte mich halt als jemand zeigen, der, ja, entspannter ist. Meme hat sich dann darüber aufgeregt und würde ihm seine Menschenrechte nehmen. Also, vor allem hat man ihm die Menschenrechte seiner Aussage nach damit genommen. Ich glaube, dass man ihm nicht gratis eine Wohnung zur Verfügung gestellt hat, nachdem er ihm das Haus abgekauft hat und er die Barne alle verprasst hat. Fängt plötzlich an, sich im Gesicht zu schminken, so wie es, Zitat, die Ureinwohner damals machten, sein vielschichtiges Innenleben nach außen zu bringen. Nicht selten sah man Rainer bei Aufräumarbeiten in seinem Hof, wie er stolz mit Federn, Perlen und Kopftüchern rumlief, um sich in seiner neuen Identität... Im Übrigen, Schminke, Federn, Perlen, das Tabaktuch, die ganze Scheiße, die hat er alle. Das hat er alles selber bezahlt, so, da hat er wirklich ehrlich und hart dafür gearbeitet und natürlich hat er das nicht, Digga. Das kam alles von dieser scheiß Amazon-Battle-Liste. Und die Leute haben es ihm halt einfach nur gekauft, weil sie gedacht haben, okay, ich gebe ihm noch was, womit er sich krass zum Obst macht. So, das halt... Identität zu zeigen. Aber wie sahen die nordamerikanischen Indianer wirklich aus? Lebensecht und präzise im Detail. So hatte noch keiner Indianer gemalt. So haben die ausgeschaut, ne? Vielleicht sind es doch die Italiener gewesen. Man weiß es aber nicht bei Rainer. Wir schreiben mittlerweile August 2018 und das von vielen zelebrierte Drachen-Game steht vor einem historischen Ereignis. August 2018, ne? Schanzenfest. Rainer verschanzte sich das einzige Schanzenfest, um das nochmal betont zu haben, ihr TikTok. Dollies. Wie vor unbesiegt in seiner Festung. Gegen 1 oder 2 Hater auf einmal, teilweise sogar gegen 10, konnte er es ohne Probleme aufnehmen. Junge, du bist ein halber Ausländer und jetzt verpisst dich. Das ist im Übrigen der Typ, der behauptet hat, hier gegen Rassismus, ne? Er ist der YouTuber, der am meisten gegen Rassismus gemacht hat, ne?
wissen wir Bescheid. Doch was würde passieren, wenn man eine riesige Armee an Menschen dazu motiviert, gleichzeitig die Drachenschanze zu stürmen? Wir bringen unsere ganze Kraft auf und marschieren zur Drachenschanze. Den Tod als Gewissheit, geringe Aussicht auf Erfolg, worauf warten wir noch? Auf einmal kursierte online das Gerücht von einem bevorstehenden Schanzenfest. Eine Art Festival, das man gleichzeitig ganz zufällig in einem 45-Einwohner-Dorf feiern sollte. Ich sage, lass sie kommen. Die Gemeinde Emskirchen bekam davon relativ schnell. Das ohne Scheiß, das ist auch der Cringe bei diesem Clip mit dem billig China-Katana da. Der Cringe führt bei mir zu wirklich körperlichen Schmerzen. Lass sie kommen. Und dann, was machst du dann, Rainer? Gehst dann raus mit deinem Spielzeug-Scheiß-Schwert, ne, für 50 € beim EMP gekauft hast oder auf der Amazon Battle-Liste oder was weiß ich, wo du es her hast. Ja, und dann machst du hier diese Szene gegen die Crazy 88 oder wie sie heißt, von Kill Bill. Ja, das macht er dann nach. Und am Ende hier haut er regenbogenscharf oben hier die Schädeldecke runter, auch wie in Kill Bill. Hat er wieder Kill Bill gesehen davor. Und versuchte mit einem Versammlungsverbot die Leute daran zu hindern, vorbeizukommen. Doch es war bereits zu spät. Ja, es ist halt aber auch die deutscheste, uninformierteste Dulli-Scheiße, ja, von Leuten, die das Internet nicht verstanden haben, dann zu sagen, ach, die planen dazu kommen. Ja, dann verbiete ich das jetzt einfach und dann werden die schon zu Hause bleiben. Leute aus ganz Deutschland, teilweise sogar aus anderen Ländern, reisten an, um den unbesiegten Drachen einen Besuch abzustatten. Und im Notfall habe ich immer noch meine Fäuste. Das haben wir gesehen, wie effektiv die sind. Deswegen hast du jedes Mal, wenn du tatsächlich dann mal eine Anzeige bekommen hast wegen Körperverletzung, war es immer wegen gefährlicher Körperverletzung, ne? Weil du halt immer irgendeine behelfsmäßige Waffe dazu benutzen musstest, weil deine Fäuste nicht für gar nichts gut sind, weil du dir damit nicht einmal mehr den Arsch abwischen kannst, weil du dich behindert gefressen hast, Rainer. Tod und Kummer. In einer Pressemitteilung schrieb die Polizei in Mittelfranken, dass Menschen sich im Internet zusammenschlossen, um, Zitat, dem Drachen das Fürchten zu lehren, es online eine 100.000 € Belohnung für denjenigen gäbe, der Rainer an diesem Tag umbringen würde. Ich persönlich Ja, das ist halt aber auch ein Cringe. Ich glaube nicht, dass da was passiert. Glaube ich auch nicht. Weil das dieselbe Nummer ist mit diesen ganzen anderen Hoffnungsdrohungen im Internet. Ein reineres Deutschland, also Rainer mit AI und Zitat Anusficker 5000 würde schreiben, es wird ein Kampf epischen Ausmaßes. Ich hätte nicht gedacht, dass man meinen Namen in so einem Dokument veröffentlicht. Ich auch nicht. Man kann sich also gut vorstellen, warum an diesem Tag der ein oder andere schwer bewaffnete Polizist vor Rainers Hof Wache stand und dafür sorgte, dass sich keiner auch nur in einem Umkreis von 50 Metern dem Grundstück näherte. Aber ich denke, ich lasse lieber die Videos hier für sich sprechen. Ja, die haben hier Polizeikräfte vom Fußballderby abziehen müssen, um da für Ruhe zu sorgen. Und der Reini, der hat sich gedacht, boah krass, halt so ein Aufwand, da sind doch echt viele Leute gekommen, Digga, dann halte ich meine Wasserfüße still, mache unter gar keinen Umständen den Stream an, lass meine hässliche Larven draußen nicht sehen und so weiter, damit es nicht noch weiter eskaliert. Joke! Natürlich nicht. Der hat sich gedacht, ich schmeiße den Stream-Headset an und grille und erzähle den Leuten einmal, was sie für dumme Spastis sind, weil die Bullen nämlich meine persönliche Scheiß-Security darstellen. Traut euch! Kommt zu mir! Männer! Ja, schaut sie euch an! Ja, weiß nicht. Zu den Dullis brauche ich ja auch gar nichts sagen. Die hätten sich auch gleich mit nebendran setzen können. Ruhe in Frieden, Blue. Guck mal, wen ich getroffen habe.
Die Ereignisse überschlagen sich. Bereits um 5 Uhr morgens fing Rainer an, auf YouNow zu streamen. Mit der Begründung, der YouTuber Tanzverbot und andere Hater würden vor seinem Haus stehen. Jo Leute, Doppelpiece, hier ist wieder Tanzverbot. Ich glaube, Tanzverbot ist da gar nicht bis zum Haus gekommen, oder? Feuerwerkskörpern der Polizei, die eine Masse an Hatern umzingelt. Hater, die über den Polizeifunk Hater-Songs abspielten. Mein Papa ist Festgenommen. Einem Wiesenbrand, der von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Und das auch jenseits von Dom, da hat irgendein Volldulli so ein Böller ins trockene Gras geworfen. Wie man auf so ein schmales Brett kommt, ist mir auch ein vollkommenes Rätsel. Ja? So legendär wie die Nummer war hier mit dem Schanzenfest, sind wir mal ganz ehrlich, da war auch schon sehr, sehr viel genetisches Ausschussmaterial dabei, was dahin gebettelt ist. So viel Zeit muss dann auch sein. Einem massiven Polizeiaufgebot gab es Platzverweise an insgesamt 300 Leute. Nicht erschrecken. Übrigens grillte Rainer in der Zwischenzeit ganz gemütlich und überselbstbewusst in seinem Hof. Bewacht von mehreren, wahrscheinlich sich fragen, was sie gerade hier machenden Polizisten. Trotz all dessen war Rainer an diesem Tag vom ganzen Rumgeschreie so heiser geworden, dass er danach in seinen Streams kaum noch mehr reden konnte. Einfach nur heiße, bisschen zu viel rumgeschrien wahrscheinlich in den letzten Tagen. Nach dem groß zelebrierten Schanzenfest erreichte die Berichterstattung erstmals eine Dimension, die das Drachengame von einer Internetnische zu einem gesellschaftlichen Thema machte. Und da sind wir nämlich am Punkt angekommen. Ja, das hier wirklich so die Weggabelung, wenn Reini tatsächlich ein richtiges, echtes Mobbing-Opfer gewesen wäre. Und wenn er tatsächlich richtigen, echten, wertvollen YouTube-Content gemacht hätte, dann hätte er diesen Aufmerksamkeitsputsch nutzen können, um da wirklich seine Bekanntschaft zu steigern, um da einen richtigen Karriereboost rauszukriegen. Dass das nicht passiert ist, sondern dass nur so ein kurzes Interesse-Ding gekommen ist und jeder, der da kurz reingegrindet ist, sich denkt so, ah ja, na, der arme Bur, so, dem geben wir jetzt ein bisschen Geld und dann kommen die da rein in den Stream und dann schmeißen die ein paar Barren raus und sagen, ja, hier, ihr habt gehört, ihr habt das mitgekriegt, die terrorisieren dich, hier, nimm die paar Mark und kauf da was Schönes davon oder so als Unterstützung gegen Mobbing, bla bla bla. Und wenn die 5 Minuten da geblieben sind, haben die gemerkt, dann fucked up. Dann, hätte ich besser nicht gemacht, der Typ ist offensichtlich nicht ganz sauber und offensichtlich ist er die Ursache für die ganze Scheiße, die hier passiert. Hundreds of young YouTube fans have stormed the small village of Emskirken. Ihr Ziel? Das Haus des 28-jährigen YouTubers Drachenlord. Sturmangriff auf den Drachenlord. Zum Teil abstrusen Meinungen dieses Drachenlords. Er provoziert und zum Teil, ja. Wilder Take. Pöbelt im Netz, da schlagen die anderen User zurück. Es war irgendwie komisch, Rainer auf einmal mit mehr als 3 FPS und guter Auflösung in den Nachrichtensendern zu sehen, als bundesweit. Und auch das hier. Mehr als 3 FPS und guter Auflösung. Das ist auch... Die kommen da an und machen Interview. Ja, beim ORF lief die Scheiße. ZIB, was ist das? O7, oder? ZIB? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wurscht. Also, hier ist auf ORF ausgestrahlt worden, aber, ne? Auf jeden Fall kommen da an richtige, echte Medien mit Kamerateam und allem drum und dran und interviewen den. Und der denkt sich, das hier ist das Outfit. To go. So gehe ich da raus und stelle mich da vor die Kamera und erzähle denen was bei mir los ist. Dieses Scheps draufgezogene Kopftuch, die Assi-Zotteln oben raus, das ohrreinigste am Arsch-T-Shirt, das er überhaupt gefunden hat. Oder ist das überhaupt am Arsch? Auflösung in den Nachrichtensendern zu sehen, als bundesweit Medien wie. Und so stellt er sich dann dahin und gibt's Interview. Du kannst es dir nicht ausdenken, du kriegst die scheiß Tür nicht zu.
die RTL, Sat.1 oder die Bild-Zeitung über den Drachenlord und den Polizeieinsätzen in einem hoffentlich kommt jetzt noch Rainer Winklerson. 45 Er kommt nicht wirklich aus Norwegen. Seelendorf, welches irgendwie erklären musste, warum auf einmal hunderte Menschen aus ganz Deutschland anreisten, berichteten. Bin ich wirklich so scheiße? Liegt das wirklich an mir? Bin ich wirklich so wenig wert? Willst du ehrliche oder eine höfliche Antwort, Rainer? Auf der anderen Seite denke ich mir dann aber auch oft halt einfach, das liegt ja auch irgendwo am Unvermögen der Leute. Die mediale Berichterstattung war jedoch meist... Es liegt am Unvermögen der Leute, versteht ihr? Nicht? Ihr versteht das nicht? Das liegt daran, dass der Satz überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ja? Dass die das Schanzenfest veranstalten, liegt am Unvermögen der Leute. Ziemlich einseitig. Der YouTuber Drachenlord macht mehrere Videos auf YouTube und wird von den Leuten nicht gemocht. Vor ein paar Jahren schrie er impulsiv seine Adresse ins Internet, sei er ansonsten aber unschuldig und habe nichts verbrochen. Cybermobbing ist ein ziemliches Problem. Rainer hat 5 Hundewelpen aus einem brennenden Haus gerettet und die bösen Hater hindern ihn daran, Bäume zu pflanzen und Gemüsegärten für die Gemeinde zu errichten. Berichterstattung Ende. Sitzt auf seinem Stuhl echt wie ein... Das ist genau die Nummer. Das ist genau die Nummer. Das wird schön geframed, das klickt sich gut, irgendwelche Boomer klicken da drauf und sagen, mei, die junge Leid von Heid, es geht alles den Bach runter. Ich meine, der Satz so an und für sich ist, wenn man sich mal ein bisschen mit TikTok beschäftigt hat, gar nicht so falsch, aber da liegt er halt nicht richtig, ne? Kartoffelsack. Typische Kommentare von sogenannten Hatern. Entsprechend zeigte sich Rainer relativ gelassen. Neben einigen Journalisten, die auf einmal mit einer Kamera zitternd vor seinem Haus standen und dem Aufregen über einen Bildartikel, der behauptete, Rainer hätte keine Fans, sondern ausschließlich Hater, gingen die Streams daraufhin ganz normal weiter. Nagellack für Männer. Alter, was bist denn du für ein 1900er? 90, also 1900er, Alter. Was bist du für 19er? Ja, was bist du für 19. Jahrhundert, Alter? Wie man so lange braucht, um diesen Satz da rausgeschissen zu kriegen, ist mir ein vollkommenes Rätsel. Er erlangte Aufmerksamkeit, zog nicht nur weitere Menschen an, die Rainer Geld spendeten und aus Neugierde auf seine Videos klickten, sondern sorgte auch wiederum dafür, dass jeder, der sich auch nur mehr als eine Stunde mit ihm beschäftigte, zu einem vollblütigen Hater wurde. Auch schon Sätze fallen lassen im Livestream, wie der Holocaust ist eine nice Sache. Ist der Drachenlord auch ein schlimmer Finger? Oder? In den Was ist Finger? Wurstfingerlord, schlimmer Finger. Weiß ich nicht, das ist sehr euphemistisch ausgedrückt. Wochen danach wird dann ein Nacktbild vom Drachenlord geleakt. Rainer denkt sich daraufhin, okay, wenn schon, denn schon, und erstellte sich daraufhin einen Pornhub-Account, für den er sogar mehrfach Werbung betrieb und wirklich sehr, sehr viele Videos präsentierte. Im Übrigen mehrfach Werbung betrieb, warte mal. Mehrfach Werbung ist so eine Sache, die hat er halt unter seinen YouTube-Videos und in seinen YouNow-Streams und dergleichen gemacht. In seinen ganzen öffentlich einsehbaren Social-Media-Accounts hat er Werbung darunter geballert. Also unter YouTube-Videos, die auch zum Beispiel von Minderjährigen gesehen hätten werden können. Ne? Naja, bei der Selbstliebe und in der Praxis von anderen Paarungsmethoden zeigte, weil sich das eben, Zitat, wirklich sehr viele von euch gewünscht haben. Metal, Leute. Bevor jetzt irgendjemand fragt, ich sehe es nämlich schon irgendwie in den Kommentaren stehen. Nein. Fragt, Alter. Wenn ich fragt höre, kriege ich schon wieder Hasslatte. Das ist eine Sache, die nur für mich hier gilt. Meine Freundin halte ich da definitiv raus. In einem Video. Da ist sie doch. Präsentiert er die sogenannte wilde Lisa als seine neue Freundin. Mehrfache Aufrufe, dass er Drehpartner für wilde Spielchen sucht. Ich suche entweder eine Frau, einen Mann, ein Paar oder Transsexuelle oder auch keine. Warum muss er sich mit seinen Affenschultern, mit seinen Behaarten da auch hinsetzen bei dem Aufruf? Damenwäscheträger, solange von mir niemand verlangt, dass ich Damenwäsche trage, macht mir das nicht. Keine Sorge, Rainer, das wird nicht vorkommen. Im Gegenteil, ich finde sowas auch ganz geil eigentlich. Wenn ihr kein Bild drin habt, schmälert es eure Chancen. Aber ich würde das jetzt halt nicht ausschließen, also das ist ja auch vollkommen verständlich. Am Todestag seines Vaters erscheinen dann Blockbuster wie 3 Dildos in meinem Arsch, Video im Pool oder
oder der schwarze Luan. Da eigentlich immer sagen, ja, zeig mal jetzt mit dem Schwarzen, den kriegst du niemals ganz rein. Doch, ich krieg den rein. Und ja, er ist auch mega geil. Und die Aussage von damals mit seinen 17 Zentimetern lässt sich am besten 16,5, Digga, so viel Zeit muss sein. mit diesem Bild hier kommentieren. Der Drachenlord ist ja auch da. Wirklich? Wo? Da? Auf Pornhub. Ach so, hat er erzählt, oder wie? Nee, der macht selber Videos. Ach so. Ah ja, das ist auf jeden Fall. Nein, was? Spätestens Sind immer wieder so Sachen. Leute, die werden mit Dingen konfrontiert von Reini und die treffen sie so unerwartet, dass erstmal weitergeredet wird. Ja, Moment, was? wenn man die Bildschlagzeile „Der Drache zeigt seinen kleinen Lord" liest, merkt man, dass das Ganze schon längst in eine ganz komische Richtung abgedriftet ist. Der Pornhub-Account war ja, der PR-Account war ja eigentlich ursprünglich als Scherz gedacht, um die Hater zu verarschen. Ja, das war freilich, der war als Scherz gedacht. Genauso wie die Holo-Aussage, die war ja auch als, die war ironisch. Oder war es doch Hiroshima? Ich weiß es nicht mehr. Ne, hier, dass er das höchste Wesen ist, das auch Scherz. Der Rainer, das versteht immer nur keiner. Der hat so einen ganz besonderen Humor, weil er ein ganz besonderer Mensch ist. Und deswegen versteht das immer keiner, dass das alles super lustig ist. Ne? Aber ich fand es dann doch irgendwie geil. Ab diesem Zeitpunkt brechen dann auch die letzten Schamgefühle für Rainer endgültig weg. In einem Stream fängt er heimlich an zu masturbieren. Im Discord von Gronkh wurde er gebannt, weil er Pimmelbilder in den öffentlichen Kanälen, in denen sich auch Minderjährige aufhielten, geschickt hat. Und jede Frau, die auch nur annähernd mit ihm Kontakt hatte, wurde früher oder später von der sogenannten Was stand da? die auch nur annähernd mit ihm Kontakt Hallo? hatte, wurde Hier war ein Teilerzähler, du kleine Stücke. früher oder später von der sogenannten Drachenlanze oder besser gesagt vom Drachendolch gejumpscared. Leute, man, solche Pranks sind überhaupt nicht cool. Bah! Alter, die ekelhaft, Mann. Und was einst ein kleines süßes Bauernhäuschen war, verfällt nun immer mehr zu einer Müllhalde mit eingestürzten Dächern, toten Tieren. Berlin, wenn es eine Dachterrasse wäre oder auch genannt. By the way, kurze Info, das wissen nicht, also das ist eine von den Infos, die in der Haterschaft viel verbreitet, aber meiner Info nach war da eine abgesteckte Tiefkühltruhe irgendwo noch in der Schanze, in der sich seit 2014 eine tote, eine Ente befand. Nee, seit 2015. Auf jeden Fall, die ziemlich, ne? Der hat seine Tiefkühltruhe, nee, die Ente war in der Wassertonne, die tote Ente. Und da hat seine Tiefkühltruhe mit Lebensmitteln drin, bei der Stromlosstaffel einfach, ne? Danach nicht ausgeräumt. Und dann hat er sie einfach zugelassen, weil wenn ich es nicht sehe, ist es nicht da. Und ich möchte nicht wissen, die armen Schweine, die diese scheiß Schanze ausgeräumt haben. Ich hoffe, dass die Truhe so genommen haben, wie sie ist und irgendwo auf die Deponie gefahren, dass die keiner aufgemacht hat, weil er, wild. Und Rainers Balkon. Und einem wütenden, pornosüchtigen Oger, der jeden, der sich auch nur im Umkreis von 100 Meter von seinem Haus entfernt befindet, wütend anschreit. Die Polizei wird zwar gerufen, hat aber keine Wirkung mehr, weil selbst diese keine Lust mehr auf diesen ganzen Kindergarten hat, bei Rainers Stimme sofort auflegen oder gar nicht mehr reagieren. Und weil ja die auch nicht auf der Brennsuppen dahergeschwommen sind. Ja, ganz klare Nummer, die haben natürlich mitgekriegt, dass der die verarschen will. Die haben natürlich mitgekriegt, dass er sie verarscht. Die haben natürlich mitgekriegt, dass vieles von denen, wofür er Leute anzeigen wollte, vollkommener Horseshit war. Den er sich einfach aus einem seiner 7 Ärsche rausgezogen hat. Er auch nie irgendwann was beweisen konnte. Also Kameras etc. beweisen konnte er immer nie was. Natürlich kommen die dann ja nicht mehr hin, weil die haben halt auch keinen Bock, hier durch den scheiß Landkreis zu meddeln, um dann dahin zu kommen und sich von ihm anlügen zu lassen, welche Horde von Wilden
zu Hunderten jetzt schon wieder hier über sein Grundstück marodiert sind, von denen komischerweise eine Viertelstunde später wieder nichts zu sehen war. Da haben die halt auch irgendwann gesagt, ja, deine Scheiße, die kannst du selber machen. Und das ist eben das Problem bei diesen Leuten, ne? Die es nicht gut sein lassen können damit, bei der Wahrheit zu bleiben, sondern die das dann immer noch ein bisschen ausschmücken wollen und damit ins eigene Fleisch schneiden. Und es reicht doch, ne, wenn er bei den Sachen geblieben wäre, die wirklich strafrechtlich relevant waren, wo wirklich jemand die Edzardler Scheiße gebaut hat, wenn er dabei geblieben wäre. Hätte doch gereicht. Aber die Dazu-Erfinderei, ne, die Zellteilung bei den Hatern, die sich dann im Halbstundentakt wieder verdoppelt haben. Diese ganze der Junge, der Wölfe rief Nummer, die hat's ihm versaut, auch mit der Scheißpolizei. Ganz ehrlich, wenn der wirklich nur dann angerufen hätte, wenn wirklich einer die Scheibe einschmeißt, wenn wirklich einer es gab ja ein paar Leute, die da wirklich über die Stränge geschlagen haben. Wenn du nur da die Bullen rufst, bei einer extremen Eskalation, dann hätten die auch anders reagiert. Klar hätten die dann früher oder später auch gesagt, Reini, wenn du das nicht dann bald aufhörst, deine Scheiße hier die Leute einzuladen und zu provozieren, dann kommen wir nicht mal, aber ich glaube, das hätte länger gedauert. Hier ist schon wieder wegen gleich, sind schon wieder 15 Mann hier. Hier schon wieder rumschreien, mein ganzes Zeug kaputt machen. Hier schon wieder filmen und mir tierisch auf den Sack gehen. Wenn ihr auch mal von alleine durchfahren würdet, müsst ihr das... Hier ist schon wieder filmen und mir tierisch auf den Sack gehen. Rainer, durch dieses Dorf zu laufen, ne? Und zu filmen, ist jetzt erstmal grundlegend nichts Verbotenes. Das Scheiße nicht machen, weil dann würden die wissen, dass da immer mal Polizei da ist. Hast du jetzt aufgelegt? Du blöder Hurensohn! Seinen 30. Geburtstag verbringt Rainer komplett alleine im Stream, bis die ersten Leute vor seiner Tür aufkreuzen und er schließlich... Das ist aber auch wild bescheuert, da direkt mit der Karre bis vor die Schanze zu fahren. Das hätte ich jetzt... Nee, das wäre nicht meine Taktik gewesen. Naja, wie es ist. Ich glaube, ich hätte hier den Klassiker gemacht, tatsächlich. Hier Emskirchen, eine Karre hinstellen, Wegbierchen beim Zwingel mitnehmen, den Pilgerweg runter. Und sie im Zweifelsfall einfach zupfen. Einen Nervenzusammenbruch erleidet. Immer wieder schön, immer wieder schön. Schickt Hunderte, schickt Tausende, schickt Milliarden! Gegen Hater und Rainer starteten auch die ersten Strafverfahren als Reaktion auf die Vorfälle, die sich über die letzten Jahre vor Rainers Hof so abgespielt haben. Auf Reaktion auf die andauernden Körperverletzungen, die Rainer begangen hat. Content vom einst kreativem Kopf Drachenlord wechselt nun immer mehr von normalen Videos oder Let's Plays zu... Digga, da hat's mir ganz kurz das Arschloch zusammengezwickt, weil der kreative Kopf Drachenlord, nein, das kann ich so nicht akzeptieren. Reini war niemals ein, Zitat, kreativer Kopf. War nicht. Er hat alle Ideen, die er jemals hatte, alle geklaut. Jedes einzelne Konzept, alles geklaut. Jeder Inhalt, den er hatte, bis auf die Luan-Geschichten, und die waren jetzt nicht sonderlich monetisierbar. Nein. Rainer ist nicht der kreative Kopf. Reaktionen auf Besucher, ewigen Lügen und Rechtfertigungen oder stundenlangen Monologen, wie er sich selbst als unbesiegbarer Drache inszeniert oder Leute im Stream bedroht. Das ist aber hier wütend, weil man nichts mehr versteht, weil das scheiß Mikrofon so krank übersteuert. Ansonsten folgt das übliche Programm. Rainer möchte sich mit Hans Entertainment boxen. Rainer kauft... Auch das hätte ich so gerne gesehen, oder? So gerne hätte ich das gesehen. Sich ein neues Auto und pöbelt damit Hater auf der Straße an. Das hat er sich auch wieder von irgendeinem besonders guten Späßel aufschwatzen lassen, die Karre. Der gewusst hat, das wird nichts mehr. Nächstes Mal TÜV ist hier Exitus für den Kübel. Jetzt muss ich einen wirklich extrem dummen Menschen finden, um den ans Knie zu schrauben. Und dann hat er sich gedacht, es gibt doch Rainer, dann fahren wir doch dahin, der braucht doch sicher ein Auto. Ja?
Er ballert die Kurven einfach zu krass. Er trifft eine Frau, mit der er geschrieben hat, um mit ihr Liebe zu machen, trifft jedoch auf Hater, die ihn mit Cola und Mehl überschütten. Ich habe mich dann so hingestellt und habe es wie ein Mann ertragen. Ja, wie ein Mann. Das beweist ja, das ist ja, was Männer so tun. Ne? Dafür sind Männer ja bekannt, dass die sich hinstellen, die schwabbeligen Ärmchen vor dem riesen Schmandfass verschränken und warten, bis man ihnen Cola und Mehl ins kreislige Ogergefries reinballert. Das ist, was Männer machen. Das ist wirklich die absolute und endgültige Definition von Männlichkeit. Ich habe geschrien, ich habe nicht geflucht, ich habe gar nichts gemacht. Rainer kriegt kurzzeitig von der Bayerischen Landeszentrale ein Streaming-Verbot, was ihn zutiefst traurig macht. Ich liebe das, ich liebe das. Von der Bayerischen Landeszentrale ein Streaming-Verbot, was ihn zutiefst traurig macht. Ich liebe dieses Video. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie schön diese Nummer war. Nach Auseinandersetzungen vor Rainers Tor, in denen er einen Hater mit einer Eisenstange auf die Hand meddelt oder mit einer Taschenlampe ins Gesicht schlägt, sodass dieser daraufhin blutet und Anzeige erstattet, das Pfefferspray vergessen. Brüllt Rainer mit vollem Stolz die Worte unbesickt auf ewig an seine Nein, das ist auf unbesickt ewig. Hauswand, was jedoch aufgrund offensichtlicher Rechtschreibfehler später noch um 1-2 Änderungen korrigiert werden musste. Du hast sogar an deiner Fassade das unbesiegt falsch geschrieben. Wie dumm kann man sein? Hä, wie unbesiegt denn geschrieben? Besickt? Unbesiegt? Ja, aber erst ohne E, das weißt du ganz genau. Jetzt das stimmt überhaupt nicht. Es war schlimm, einen Fehler zu machen, aber gib's doch einfach zu. Wenn ich einen Fehler mache, gebe ich ihn auch zu. Und all das zu. Im Übrigen, das halt auch. Also wenn du Rainer an einen Lügendetektor anschließt und der diesen Satz wiederholt, wenn ich einen Fehler mache, dann gebe ich ihn auch zu, ne? Dann entsteht in diesem Lügendetektor, obwohl kein Plutonium oder sonst was drin ist, eine Kernschmelze. Ungunsten eines Örtchens, was ohne den Schauplatz eines nahezu unmöglich wieder zu resozialisierenden Ogers ein friedliches kleines Dörfchen wäre. Das ist Wahnsinn. Es kommen ja immer ganze Scharen. Man liegt im Bett, es ist alles dicht und man hört ihn schreien. So brüllt er darum. Und jetzt habt ihr es nämlich, ja. Die hat gesagt, hier die Leute kommen. Und dann hört man ihn schreien, weil Reinis Story ist ja auch immer wenn die Binea angerufen hat, die brüllen hier rum und die belästigen die Nachbarn. Das hört sich aus Sicht der Nachbarn irgendwie ganz anders an. Das hat sich jetzt eher so angehört, als wäre der primäre Schreihals dann doch eher der Reini gewesen. Nahezu jedes Schild wird über die Zeit beschmutzt und mit Richtungsschildern zu Rainers Haus versehen. Edding-verzierte Schriftstücke an Betonwänden. Keine einzige Parkbank mehr, auf die man sich setzen kann, ohne den Rainer neben sich kleben zu haben. Rita, ja, möge in Frieden ruhen. Aufkleber, Sticker, Spuren von Müll und selbst in den Wald kann man nicht mehr gehen, ohne mindestens einmal an einem Baum vorbeizulaufen, der mit einer Anspielung an den Drachen erinnert, der hier irgendwo im Dorf sein Unwesen treibt. Ja, wie gesagt, Vandalismus zu betreiben, bin kein großer Fan davon. Muss nicht sein, ist aber auch vollkommen klar, wenn du so eine kleine Gemeinde mit so vielen Leuten überschwemmst. Die Spuren von Vandalismus sind überall auf dem Pilgerweg anzutreffen. Das Ausmaß der Zerstörungswut ist unbeschreiblich. Wir schreiben mittlerweile 2020, während des ersten Corona. Und wie gesagt, als die Ausrede gekommen ist, ich kann jetzt halt meine Sozialstunden nicht machen, wegen meiner, die Auflage waren für seine Bewährungsstrafe, weil mich nimmt ja keiner, hätte ich sofort gesagt als Gemeinde, hier im Übrigen, Reini, gar kein Stress nicht, du kannst von uns einen Eimer Farbe haben und dann kannst du hier die Parkbänke neu streichen und hier die Wände neu und hier hast du nochmal einen Spachtel und dergleichen. Und dann kannst du hier unter Begleitung natürlich, jemand, der da mit dabei ist und aufpasst, dass du auch wirklich deine Arbeit machst, kannst du hier ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, auferlegten Sozialstunden schön damit verbringen, die von den Hatern, die du über diese Gemeinde wie die biblische Heuschreckenplage herbeibeschworen hast, diese Schäden kannst du dann wieder beseitigen. Herzlichen Glückwunsch, Rainer, viel Spaß. Lockdowns im März hoffte Rainer. Wie gesagt, ich begreife bis heute nicht, warum das nicht passiert ist.
auf eine Zombie-Apokalypse, damit er endlich mal seine angekündigten Überlebensfähigkeiten präsentieren könnte. Eine Handfeuerwaffe für den Fernkampf, damit die Zombies nicht auf die Nähe kommen. Die Isolation im Lockdown kennt er. Nein, ich verrate jetzt einmal was. Sollte es tatsächlich sowas geben wie eine Zombie-Apokalypse, bist du der allererste, der den Arsch hochmacht, weil du nicht davonlaufen kannst, Alter. Schau dir Zombieland an, dann weißt du, das ist Cardio. Schon seit Jahren Leute, die sein Klopapier klauen wollen, würde er sich mit einem Schwert bewaffnet entgegenstellen und von nächtlichen Schreiduellen, einem neuen literarischen Verbrechen von Rainer namens Erotische Kurzgeschichten Band 1, in dem er sich wieder let's not go this way. mal durch die ganze Frauenwelt vögelt und es in dem Buch nicht einmal schafft, seinen eigenen Namen richtig zu schreiben, kommt es zu weiteren Wutanfällen auf seinem mittlerweile 8. Discord. Ohne Scheiß, ich hoffe, dass zumindest jetzt die Hälfte von euch Minimum einfach vorm Rechner hockt und sich einfach schämt. Schämt euch, Leute, schämt euch. Ja, heute haben wir Spendierhosen an. Ich habe jetzt hier schon 1 Stunde 20 reacted. Ich schaue hier gerade und sehe, wir haben jetzt noch eine knappe halbe Stunde. Sind es heute auch eine knappe halbe Stunde weit gekommen. Das heißt, wir haben jetzt den restlichen Teil mehr oder weniger jetzt in 2 Teile aufgeteilt. Ich hoffe, dass ich es dann beim nächsten Mal schaffe. Okay, das ist wieder so im Bereich 1,5 Stunden und sowas. Wahrscheinlich ziehe ich durch. Also, wenn ich nach einer Stunde über der Hälfte bin von der Nummer beim nächsten Mal, dann ziehen wir das durch bis ins Ende, dann schaffen wir es als 4-Teiler. Und ansonsten gibt es noch eine Bonusfolge. Aber in diesem Sinne, wir sind jetzt bei 1 Stunde 23:06 und dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer Leute, tut nicht, was Rainer tut. Medal off.